Und wie heisst der Antiquitätenhändler? Und der Fotograf? Wie hat der geheissen? Der hat bei uns gewohnt. Linke heisst du. Aber er ist jetzt ausgezogen. Und wo wohnt der Linke jetzt? Keine Ahnung. Er ist Hals über Kopf verschwunden. Jetzt hat der Tausendschön angefangen zu pfeifen. Er hat ja gewusst, wo der Herr Linke angezogen ist. Nur man hätte das ja nicht sagen. Sie, Herr Polizist, verhaften Sie jetzt den Antiquitätenhändler? Moment, wir können doch nicht einfach jemanden verhaften, nur weil ein paar Kinder etwas erzählen. Was heisst doch Kind? Ich bin immerhin schon 18. Also, wir machen das folgendermaßen. Ihr gebt uns eure Telefonnummer und wir melden uns, wenn wir euch brauchen. Nicole hat etwas auf den Zettel geschrieben und einem Polizist gegeben. Der hat seinen Kollegen angeschaut. Tausendschön, sein Instinkt hat sich gemeldet. Irgendetwas hat da nicht gestimmt. Ja, nehmen Sie jetzt kein Protokoll auf. Das machen Sie doch sonst auch immer. Sonst auch. Wie manchmal habt ihr denn mit der Polizei zu tun? Sie müssen nicht auf ihn hören. Der schaut noch zu viele Krimis. Wir müssen jetzt gehen. Schnell hat sie den Kalle aus der Tür geschoben. Mit glasigen Augen ist er aufs Auto zugelaufen. Unser erster grosser Fall und die glauben uns nicht. Das haben sie nicht gesagt. Sie wollen sich immerhin darum kümmern. Und? Glaubst du denen das? Ja. Und warum hast du ihnen diese falsche Adresse angegeben? Was hast du? Du hast eine falsche Adresse angegeben? Wieso denn das? Überleg mal, Brüderli. Stell dir mal das Gesicht von Mami und Papi vor, wenn die Polizei bei uns vor der Tür steht. Erst recht, mit einem Foto aufgenommen in unserer Wohnung. Die Mami hat einen Anfall. Du hast recht. Wahrscheinlich wird sie tagelang wie eine aufgescheucht zu rumlaufen und uns wahnsinnig machen. Eben. Wir warten lieber ein paar Tage ab und gehen dann nochmal zur Polizei. Also abgemacht. Wir behalten die Situation und Kontrolle. Das gefällt mir. Ein paar Tage. Die Situation unter Kontrolle. In ein paar Tagen hat der Linke über alle Berge können sein. Der Tausendschön hat fieberhaft überlegt, was er könnte machen. Er hat doch gewusst, wo der Linke wohnt. Kaum sind seine Ernährer auf der Straße gestanden, ist er im Friedhelm ab dem Arm gesprungen und davon gerannt. Ey Mann, Tausendschön! Wo willst du schon? Wart, ich komm mit! Lass ihn doch. Wahrscheinlich will er nur zurück zum Garten. Der Tausendschön hat sich versteckt, bis seine Ernährer davon gefahren sind. Dann ist er rechts umgekehrt, zurück zu der Polizei. Als kleiner, hässlicher, unscheinbarer Hund hat man entscheidende Vorteile. Man wird nämlich leicht übersehen. So hat der Tausendschön unbemerkt bis vor die Türe schleichen, wo die beiden Polizisten nicht ganz zugemacht haben.